Aber als erstes mal guten Abend. Und ich möchte mich sehr bedanken, dass ihr heute alle hergekommen seid. Das freut mich sehr. tenda zon rawa ta karteng do se de senjin ane rani le yemba ge senje chamate za chmo yungu bat tenge res tsiki to dodo tamot tsiki te tenda zo teres. Und wir befassen uns mit dem ersten Vers, in dem ich alle fühlenden Wesen für kostbarer halte als ein wunscherfüllendes Juwel. Um das höchste Ziel zu erreichen, werden sie mir stets am Herzen liegen. Also um das kurz zusammenzufassen, worum es in diesem Vers geht, ist, dass es die Notwendigkeit sozusagen, dass wir andere Wesen als wahnsinnig wertvoll und als wahnsinnig kostbar einschätzen. Also, dass wir alle lebenden Wesen oder alle fühlenden Wesen als wichtig, als kostbar, als sehr wertvoll erachten sollen. Was also der Autor dieses Textes oder auch dieses Verses, Geshe Langritamba, hier ausdrücken möchte, ist, dass es gibt er beschreibt ein wunscherfüllendes Juwel. Das heißt, es wäre etwas, als das in unserer Welt, in unserer Gesellschaft als das kostbarste oder das wertvollste Ding angesehen wird, das es überhaupt gibt. Also von allen Gegenständen, die es so gibt, wäre das wohl das als das Kostbarste einzuschätzende. Und trotz alledem noch kostbarer als das müssen wir alle Lebewesen einschätzen. Der Grund, warum also so ein wunscherfüllendes Juwel so wahnsinnig wertvoll ist oder wäre, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt oder ob es sowas in der westlichen Gedankenwelt hier gibt, so etwas wie ein wunscherfüllendes Juwel. Aber man würde darunter wohl dann verstehen, ein Juwel, das einem alle Wünsche erfüllt. Also was immer man braucht oder haben möchte, also ob das Reichtümer sind oder Trinken, Essen. Es würde einem sozusagen alles, würde von diesem wunscherfüllenden Juwel kommen. Das würde einem das beschaffen, was immer man sozusagen haben möchte. Und daher gilt das sozusagen als so unglaublich wertvoll, weil es ihm alle Wünsche erfüllt. Gibt es in unserer
Gesellschaft hier, oder habt ihr davon schon mal gehört, von sowas Ähnlichem oder von sowas wie einem wünscherfüllenden Juwel? Gibt es sowas? Im Märchen, ja. Ah, die. Oh. Dann also die Jungkasche, die Mörder, die Jöre. Da, wo man die hier, da hier, da hinein, die sagen da, so soll Zach, Jala Zach, Bejajan, die sagen Chalchenra, da tut man Jung in die hier, da toll Bejan, den Rig toll Bet in die Jahr, in that die sagen Chalchen, so soll Zach, Jalachi, Bejajan, so soll den Tajano Penjo, that is a manchik. Karla gersene penjo yapoye juno yapoye bina soso de togre lagewas denza tindikil pecha hanandikres. Also das sind jetzt natürlich alles Beispiele aus sozusagen aus früherer Zeit oder aus Märchen oder so, aber wenn es jetzt vielleicht etwas Vergleichendes oder etwas Ähnliches gibt, was wir in der heutigen Zeit vielleicht als Beispiel nehmen könnten, ja, irgendwas, was uns sozusagen leichte Reichtümer beschafft, wo wir meinen, dass wir davon glücklich werden, sozusagen etwas, das uns Glück heranschafft. Heute da karse tsach mo ani tsu goya jinse ta karse tsach mo tsu goya ani te tok tsu so ya ke jamare sinjin la tsach mo tsu gore karse na sinjin la ne che bina na so 아니 냐완 로그리 아니 지락 건조단 간로를 세한다보다는 선제 아니 지 까탄juk 딘리게 깨자 말이에스 저기 뭐 쪼고야 정생이에스. Und dass wir nun aber die Lebewesen wertvoller noch als ein solches Objekt erachten sollen, liegt jetzt nicht einfach nur an diesen ja sozusagen vorgegebenen Sachen einer Religion, wie dass man, wenn man den Lebewesen schadet, man kommt in die Hölle oder dass man durch Lebewesen in Götterbereiche kommt oder sowas. Davon wollen wir gar nicht im Moment reden, sondern erstmal wirklich logisch nachvollziehende Gründe suchen. Warum warum sind die Lebewesen als wertvoller einzuschätzen? 다다 가르세데 삼아 나는 신제다 얘기는 벌려라 레하비 진짜 가르데 된조 드비 삼아 따다지 봐 대 단다 신견라 때내로 아니 자치 못에 단계 잘라 첨부 아니 소설라니 자치 못 텔리 아니 자치와 쪼고야 진짜다 가르세데 아니 신견라 때네 아니 내가다 다투 아니 내가 참아 신견라 때네 듣도와 인자는 신제다 자치 못 쪼그레스 쪼그레스. Also der Grund, warum Lebewesen als so wahnsinnig kostbar zu erachten sind, ist ja, dass wir nur auf Basis, dass es eben andere Lebewesen gibt, wir sozusagen, was auch hier um das höchste Ziel zu erreichen im Vers geschrieben steht, dass wir nur auf Basis von der Existenz dieser anderen Lebewesen sowohl kurzfristig als auch langfristiges Glück erreichen können. 다 내가단 다투 아니 대세하다 간디리에서 삼발라 아니 이긴 노부터 그러와 이긴 노부터 아니 소속 자치 못 아니 제 아니 잘라테기 아니 첸덕 대시 마도 첸덕 대시 마도 아니 드토게 마레스 톤토게 마레스 시아시마기다 대시 세한테 아니 이게 노벌 때네 드토게 마레스 다 생견라 때인데 아니 첸덕 대시 삼마지 아니 내가 아니 시아시마 내가 하다 먹고 고마토야라 생견라 때네 도그레스 대야 마지 아니 다투 산제가 고마토야 돼야 아니 생견라 때네 도그레스 내가 함을 공부해야라 먹이지 봉투를 송그리 당길라 임바 내가 함을 공부해야라 아니 생전라 때는 토그레스 타투 아니 산제 공부해야 돼요 생전라 때는 토그레스 대인자 아니 가르세
아니 신제도 아니 이노브 라비 전체들이 이노브 세야데 아니 첸도기 대시자니 모두도 통말레스. Also zuerst wollen wir uns einen Aspekt anschauen, und zwar bezieht sich das auf kurzfristig und langfristig auch, also auf kurzfristiges und langfristiges Glück. So kann ein wunscherfüllendes Juwel, also ein Gegenstand, der dem ähnlich wäre, den wir uns vorstellen können, uns sozusagen nur kurzfristiges Glück beschaffen. Also wenn wir jetzt nur mal in diesem Moment oder auf dieses Leben, dann kann uns das nur sehr kurzfristig ein bisschen Glück sozusagen schaffen. Während aber langfristig, wenn wir nicht nur auf dieses Leben, aber auch noch auf die nächsten Leben ausgerichtet sind, dann können wir nur zum Beispiel auf der Basis dafür, dass wir sozusagen uns dass wir unter anderen Lebewesen leben, auf der Basis, dass es andere Lebewesen gibt und nur mit Hilfe von ihnen sozusagen Wiedergeburt, menschliche Wiedergeburt oder höhere Wiedergeburten erreichen können. Das könnte man jetzt auch wieder als kurzfristig einstufen und dann langfristig gesehen, nur durch diese anderen Lebewesen können wir die Buddhaschaft erreichen, also das tatsächlich langfristig vollendete Glück sozusagen, können wir nur auf Basis der Lebewesen erreichen. Da 가르치되 내가 함이 공부토야 더 신jel라 ralletan 가르치되 삼번에 아니 하다 뭐이 공방 토야기 저기 쪼테 가르치되 삼번 아니 먹겠죠 보츠르수야 되레스 개와드네로 먹겠죠 빠니 아니 개와드야 되레스 먹겠죠 하고서 먹여왔죠 빠니 아니 개와드야 되레스 대 아니 다대 아니 가르세 하다 뭐이 공부토바기 저기 쪼온로 버레스 저 토발라 전로부터 드고레스 하고서 하다 뭐이 공부토발라 먹겠죠 뽕 아니 개와드로 거야 돼 하이 공부토야 쭉 쪼테레스 대인자 딘디기 먹여왔죠 뽕에 개와드야 돼 가랄 때는 드고레스 신전라 때는 드고레스 마또 신전 많이 받질 아니 먹겠죠 마레스 먹겠죠 마레스 도치라 Warum, also beziehungsweise dass die Tatsache, dass also das Erlangen von besseren Wiedergeburten, höheren Wiedergeburten von den Lebewesen abhängt für uns, kommt vor allem daher, dass wir die Disziplin sozusagen, die 10 unheilsamen Handlungen oder 10 negativen Handlungen aufzugeben, beziehungsweise die 10 heilsamen Handlungen oder 10 positiven Handlungen uns anzueignen, uns darin zu üben, das können wir alles nur zusammen mit anderen Lebewesen. Also nur dadurch, dass wir mit anderen mit anderen Lebewesen zusammenleben, können wir uns darin üben, die 10 heilsamen Handlungen zu praktizieren. Ohne Lebewesen würde das gar nicht gehen. Und nur aufgrund dessen, dass wir eben dann diese heilsamen Handlungen praktizieren können, können wir an den anderen Lebewesen, nur so können wir auch in die höheren Wiedergeburten erlangen. 아니 생전라 때는 쇼다 가르했을 아니 먹겠죠는 아니 리치 넘버스나 마기 넘버 2 넘버스 예레스타 탐 소체바다 마제말레 마세 마삼바세바스 리치 넘버 다 소체바타비나 소체야 생전지 아니 개와 아니 소체와 먹게와 뽕알라 아니 생전지라 때는 먹게와 소체야 먹게와 뽕그라마도 아니 생전지 메사지라 아니 빼나 아니 생전 많이 받지라 소체 빵스 라에 말와스
아니 소제 반사데 pen 던던라버지 다 샤데 시운라버지 세론라버지 비니까 테스는 말테 신진데 아니 나다 코란 대완데 바다 동안면 대와 나다 숨바리 코세는 말 아살 소속 아니 산노 텐리치 똥토비는 아니 소소 파죽 소텔 dom바리 소텔 돈데 소텔 파죽 소텔 메제바리 달림비 아니 소제 pon세터리 아니 소제 point 개와세터리 다 텐리치 소속 산노 텐지 텐토빈 텐리치 텐신 좋아라 파죽 소제 pon라 파죽 소차지 인고문다 돈라버지다 산라버지라니 더세는 말이라야 고용하면도 와스 파죽 소제 pon살 파죽 신진지 인고도 와스 텐리 개와트 용살라 아니 파죽 신진지 인고자 아니 소속 개와사사테 아니 개와 용한테 신진지 인고자 신질 사치 무속에 테레스 Wenn wir jetzt hier also von den 10 unheilsamen oder den 10 heilsamen Handlungen sprechen, dann ist hier gemeint, wir kategorisieren das als also die 10 teilen sich auf in 3 unheilsame Handlungen des Körpers, in 4 der Rede und nochmal in 3 des Geistes. Und diese 10 unheilsamen Handlungen lassen sich also nur an anderen Lebewesen ausüben sozusagen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel diese erste unheilsame Handlung wäre töten, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir jemanden töten oder ein Lebewesen töten, also wenn wir zum Beispiel einen kleinen Vogel nehmen als Beispiel, dann ist der Vogel sozusagen unser Objekt dieser Handlung des Tötens. Das heißt, nur darauf basierend, dass dieser Vogel existiert, können wir ihn sozusagen töten, beziehungsweise dann die heilsame Handlung im Gegenzug, dieses Töten zu unterlassen, beziehungsweise diese unheilsame Handlung abzulegen. Das heißt, nur auf Basis dadurch, dass wir diese anderen Lebewesen haben, können wir heilsame oder eben auch unheilsame, aber vor allem eben heilsame Handlungen üben oder ausüben. Wenn wir jetzt natürlich irgendwie ein anderes Objekt nehmen, was kein Lebewesen ist, wenn wir jetzt irgendwie Erde oder Steine oder sowas nehmen wollen würden, dann würde man nicht von Töten sprechen. Das geht nicht. Also daran können wir sozusagen solche Handlungen nicht ausüben. Habt ihr so eine ungefähr grobe Vorstellung oder ja, ein Verstehen von den 10 unheilsamen Handlungen? Könnt ihr da so was darunter vorstellen? Verstanden? Bitte, da Gyoborin Bachine, die sagen wir Chiksuna. La. Die Mikeba Chut sagen wir Chiksuna, Ming die Tane. Okay. Alles. Da Gyobo Mare. Okay, ja. Da 단다 또 소체 바세아더라 다 소단 먹게왔지 아니 릭 아니 나츠 게와다 디파 레야다 두 가르치 사발라 야미나 릭톨 사우그레 야미나 나악톨 사우그레 야미나 생톨 사우그레 아니 쇼삭 썸마도 야 마리스 사삭 렌도 고안도 선야레스 건다 리 okay. Le tucha saada le ani gewa saada magewa saasa gondobote sonyares. Also zum einen ist erstmal für die 10 unheilsamen Handlungen eine Kategorisierung wichtig, und zwar, dass sie sich eben aufteilen, dass wie sie ausgeübt oder praktiziert werden können. Also diese 10 Arten von Handlungen, also unheilsamen Handlungen, werden entweder eben durch den Körper irgendwie physikalisch sozusagen ausgeübt oder durch Sprache ausgeübt oder eben durch Denken, durch unsere Gedanken, durch unseren Geist und so weiter ausgeübt. Das und also für diese, die wir körperlich oder durch unseren Körper sozusagen vollziehen, diese Handlungen, werden 3 genannt. Und für die durch unsere Rede, durch unser Gesprochenes ausgeübt werden 4 genannt. Und durch die unseres Geistes werden auch nochmal 3 genannt, also durch Gedanken und so weiter.
Und wenn man das dann zusammenzählt, dann sind das 10. 다 리그 아니 리그 톨 레사에서 너 당기 소제바던 로차서 소제발라 아니 소소기 리그 톨기 샤완로기 제네세고도 왔어 어떤 로차르타 리치레 소제바 다 마진발 렘바세데 마진발 렘바세데 꼬마꼬야들 꼬마꼬야 인도 꼬마꼬네는 소소기 아니 리그 아니 난준로기 제네 리그 톨 제네 아니 파조사는 꼬마꼬고도 왔을 때 인자 리그 톨 아니 그래서 Die erste haben wir uns gerade angeschaut, also wäre das Töten. Diese erste beziehungsweise die erste der 10 unheilsamen Handlungen oder beziehungsweise dann eben auch die erste von den 3 des Körpers. Das ist das Töten. Und die zweite wäre dann etwas nehmen, was einem nicht gehört. Sprich, wenn man stiehlt, also wenn man irgendwas eben von einer anderen Person stiehlt, ein Eigentum oder Besitz, das einem selber nicht gehört. Da jenaja sojeba다 마지막 렘바때 인지민지 스tam프기 니스 근데 아니 소제나리 마지막 레나리 리그 샤와팅 고조 마지막 소제야 말했어. 예나야 소소라니게 리그 아니 소제바다 마지막 렘발라 소소랑라 소소 나로지 제발라 나랑고 말했어. 옛날 꼬마딴 텐데 제야야랬어. 니질 버세휴 샤세휴라 옛날질 꼬마딴나 옛날질 그긴로네 세잖아. 나 소직 레코 제가 나긴갈 디반 종그레스. 옛날 그긴 니스로데 뭐 옛날질 에션로 제네 세고도 왔어. 나가 맞이나 옛날질 고도 왔어. 땡사 리치레 레스. 고사 얘는 인지 민지 소속 리치레 소제발라 소소 라는 로고 말했어. 파조 옛날질로네 제나 꼬마 땅샤 지야저로 더 소소 파죽 세야도는 기버 지장지 디반종 그래서 더 하고 그래서. Was hier aber auch noch wichtig ist, mit einzuberechnen oder zu verstehen auch, ist, dass wir, wenn wir jetzt von einer Handlung des Stehlens oder Tötens oder so etwas sprechen, dass es nicht nur darum geht, dass wir selber und mit unserem eigenen Körper sozusagen jemanden töten oder irgendeinen Gegenstand stehlen, sondern dass es auch sein kann, dass wir jemand anders sozusagen vorschicken. Also wenn wir jetzt sagen, wenn wir jemand anderen den Auftrag geben, sozusagen, jemanden umzubringen oder irgendeinen Gegenstand zu stehlen für einen selbst, dann würde das trotz alledem, auch wenn es nicht der eigene Körper ist, der das ausgeführt hat, als gleichwertig angesehen werden. 다 소제 마지막에만 음악고야 더 다가를 뭐는 지야레스. 다 맞sam바시 바시디 삼발라 엔터리 로인치 바시디 삼발 아니 소속이 아니 다 갈라고 끼면도 제라 소속 끼면 레 옌발 아니 옌박 뭐 다도서 끼면도 같은데 다냐다 아니 갈라고 다 대체비나 로인도 제비나 아니 로인도 그래 소속이 끼면 레 옌박 아니 가 끼면 된들라 아니 냥 가워치 된들 로인 제비나 로인도 그래서 Unter die dritte unheilsame Handlung würde dann das sexuelle Fehlverhalten zählen. Darunter ist zu verstehen, dass man zum Beispiel, also wenn jetzt Ehemann und Ehefrau und man sozusagen die Ehefrau, also wenn der Ehemann die Ehefrau betrügt und dann mit jemand anders, mit einer anderen Frau schläft oder so etwas, das würde zum Beispiel unter sexuelles Fehlverhalten zählen. Da 하게 이때 가르세되네 나세 로다스 또마르다 마크테 전 타마 시체 마찰세 전시디 짜지히야더레스 마이엔달라니 데히제네니 임바til 마임바케 자히야야로 달 전세레스 아니 딱 조건조발라긴다 아니 타마시디 아니 옌다지 닌 참바이나 아니 조본조본 난사진 참보였나 tin이 문참바서야죠. 깨자게 봐줄게 쳐줄게 내는 권이 문잡아서야죠. 들 참아. 야면은 권이 문참바 이나야. 문참바 차대야나요. 문참바 들 휴체르단 문참바서야죠. 들려야 참아도 그래서 깨자게다. 더 같이 말라긴 게 양자 차상라기. 저 차상라나지 그래. 수지 전 참아. 다 치체세디 sambalani tere ani demi gomi ke ja be tseba chenda chindo tenda me bi tseba chya jerwa chi ani talana du chite sidi sambal mag sen poyak
깨져야진도 파족 셀 아니 이 나주다야 딘디 깨져 신나포틴이 라이저라 뭐 파족 셀 보야 칙딘디 배제다는 깨져야지도 또 치제스라는 거. 당 맞아서도 좀 아니 대답해 봐. 아니 기다 문탐박 아니 딘디게 다 같이 딘디 아니 대답해 받게 되셔야 좀 맞잖아. 그래서 어떻게 해? Jetzt kommen wir zu den 4 unheilsamen Handlungen der Rede. Das erste wäre das Lügen oder die Lüge. Das heißt, jemandem etwas zu erzählen, was eigentlich nicht der Fall ist, oder beziehungsweise etwas, eine Lüge zu erzählen, sprich die Unwahrheit zu sagen, wäre das erste. Und dann das zweite, bräuchte ich jetzt kurz die Hilfe, wie das im Deutschen genannt wird, ist divisive speech, oder? Ja, genau. Genau. Es gibt irgendein deutsches Wort, was mir jetzt gerade nicht einfällt, aber Zwietracht, danke. Das war's. Thomas. Zwietracht sehen. Zwietracht sehen, also zum Beispiel, wenn man versucht, Freunde, die sich gut verstehen, durch bestimmte Rede eben zu entzweien oder zu trennen, oder beziehungsweise auch Leute, die sich nicht gut verstehen, da das noch zu schüren sozusagen, dass sie sich nicht gut verstehen, das noch schlimmer zu machen. Das ist das zweite. Dann das dritte ist harsh words, grobe Rede. Okay, grobe Rede zu verwenden, sprich böse Worte, also beschimpfen und sowas fällt da alles mit darunter. Und dann das letzte ist die unnütze Rede oder unnütziges Geschwätz. Das heißt, Dinge, die einfach völlig ohne Bedeutung sind, einfach nur sozusagen zu labern auf gut Deutsch. Zeit verschwenden. 나센스의 가르에서도 좀 아니 신지 연달아니 내제야 기 특일 받지 아니 기 파졸로 기 내시야 상노제로 이 파졸들 기 제고 쌓야지 상노통 생톨 기 제자로 들 나센스 뭐 파졸 내제 상바제로 들 나센스 내센스의 좀 가르에서도 좀라 아니 뭐 연다 아니 뭐 연다 다당 잘라든지 아니 소설 주나 사야지도 아니 통도 같은 데도 아니 잘라니 저도 같은 어떤 날 주나 날 토나 사야든지 사야들 네센스 네센스의 파졸 두자 제자로 생톨 말어 제자들 네센라로 납센스의 파족 잘라들라니 소설 잘라들라니 차니 아니 날 주나 날 토나 지마로 사야지로 들 납센스 하고서 다 로다스의 sample 아니 레전드다 근데 얘 말에 아니 저단 데버서 소소 배 내가 두자 집이난 들키게 말에 각게 소소 계산을 해야죠 레전드세 얘 말에 해야 아니 꼰조세야 근데 아니 산지에서 공부해야 근데 얘 말에서 선 라디아진도 근데 산노 따야들 아니 로다스 Okay, dann Konda, geba di karere napsemre. Tamot geba kete ke mare nasen napsense de ro napsense de karese de mo yenda chala jindoa mo yenda chala telani sosok juna sosok tonna nya jindoa tel napsense nesense de som mo yenda lani neche sambajero sentol. Ini kare tampushagire. 다 담복가를 겸을 끼지 나센네선이 발라견들 담복 나센 되는 네센 되는 로다스 또 담복 고렌스케야 말이
이나 칸은 마히온데 좀 나세 로타세데 나세세 담볼leg도 나세세 로타스 뭐 기바 스말leg도 나 거렇게 말 소소 되니 투마치 나세세 되니 거 나세세 되니 거서 또 투마치 Okay. Die letzten drei, die drei des Geistes, ist der 8. Punkt, die Habgier, genau. Unter der Habgier versteht man also den Gedanken sozusagen etwas von jemand anderem oder etwas, was nicht in seinem Besitz ist, unbedingt haben zu wollen. Also dieser Gedanke von Habgier, etwas, irgendwelche Dinge, die man irgendwie besonders toll findet, wenn sie auch jemand anders gehören, zum Beispiel, sich denken, das möchte ich jetzt aber unbedingt haben, das will ich jetzt haben. Also dieser Gedanke. Und dann der 9. Punkt ist die bösartige Absicht, Böswilligkeit. Das heißt, der Gedanke, anderen Wesen schaden zu wollen, ihnen unbedingt irgendwie irgendwas Schlechtes antun zu wollen. Und dann das Letzte wäre die falschen Ansichten. Falsche Ansichten sind, darunter fallen zum Beispiel, wenn man schlechte Handlungen begeht und sich dann denkt, ach, das ist alles gar nicht schlimm oder das ist, das macht überhaupt nichts aus. Oder zum Beispiel auch, was darunter zählt, ist, wenn man sagt oder denkt, dass Ursache und Wirkung oder das Gesetz von Karma nicht zutrifft, dass es das nicht gibt oder dass es das Erreichen der Erleuchtung nicht gibt oder solche Sachen würden da auch darunter fallen. 다 단단한 이 처럼 예고 때 펜도에서 상도 가선 예고 길랑을 단다때는 아니 리치레는 꾸막고야진도 리치레는 선은 다 시단 먹겠죠. 시차이는 뭐데 도도 시차이 있어. 다 던는 꾸막고야 됐지. 펜도에는 상 꾸막고야 가르세디 아니 나츠 꾸막 난지 제나 꾸막고세디 온라체나 아니 뭐 파조고 문통살진 잘란다고지 된디지 꼬야질 꼬만다고지 레그르마도 yen달라고 말아스 다 이나야 가르세된 난지나 꼬마꼬야들이야 아니 뭐 잘라지 메길 사대비나 또 예한길 사대 바꾼다보다 잘란 에페텐다고지 사대비나 아니 소소들 라사 코네 나 라산 된디 코비나 파조도 다보도 나 코로츠 라야긴 데바예 le matang bi na chalan ro nga gi chala ro me e par ta pagi san tu sa bi na ta nga sa pagi las tang nge san no tan ta ta ke ma ta sa sha ta su ran ta kro pen tho na san no tam bi na pa jo ta gi yenda chi chra nga e per ta ran ko son ke ma res yena ya nge tin le matang aro thon de chi ngarang ra e per ta nga ra go tu san no tan de bi na an chrang pagi chala sa ja kani kin ra di na tu 렌이 저랑 라스나 도쿠만도 로그리스 파조도 센 레타에 마라스 땡도 땡 예고했기 좀 말이스. Ich möchte noch mal auf einen Punkt besonders eingehen, das ist die zweite der unheilsamen Handlungen des Körpers, also sprich die zweite auch im Allgemeinen, und zwar das sich etwas nehmen, was einem nicht gehört. Also darunter würde jetzt nicht nur wirklich das fallen, dass man sagt, okay, ich nehme der Person jetzt das direkt weg oder ich beraube diese Person ihres Gegenstandes, sondern auch wenn jetzt eine Person irgendwas verliert, irgendwo runterfällt und das vielleicht nicht mitbekommen hat, ob das jetzt ein Handy ist oder ein Geldbeutel oder was auch immer das sein mag, und man sich den dann sozusagen nimmt und nicht zurückgibt, sondern sagt, ach, ich habe den jetzt gefunden und jetzt gehört er mir. Dann würde das auch schon als Stehlen gelten. Also auch mit Kleinigkeiten. Also wenn das jetzt irgendwas Geld oder ist, was am Boden liegt und wir sagen, okay, das hat jemand, der das sozusagen unfreiwillig verloren hat, von sich gegeben hat, und wir sagen, okay, das habe ich jetzt gefunden, also behalte ich es jetzt und das gehört jetzt mir, dann würde das auch schon unter einer Handlung des Stehlens zählen. 다 소속이 잘라라비나 다 잘라서 뭐 히버텐데 인달레 담마도 데르마도 시단 잘라도 된 라비나
라찬디 레한다고 히라면은 담보코는 소소 센 레탄톤에 하고예레스 렌탄당 나 잘라다 라스다 연다질 펜톤에 하고예레스 소소 센 레탄토비나 가르레스나 파주지 잘라라스나 라스나 파주들 꾸마 예바든 좀 말레스 대인자 소소양 레탄톤이 된리미나타 양 파치무 히버든리나 지 땅세 갈카와예라 대인데 섬든리 계승님의 땅토비나 아니 소소라는데 오다가 잘라다 라스다 미연다질 펜톤나 딘도리 예산 레 땅토비나 파주들 라스나 들꾸마 예바든 좀 말레스 소소톨 산노토스타예레스. Das heißt also, auch wenn das uns selber passiert, dass wir irgendwas verlieren, irgendeinen Gegenstand vergessen, verlieren oder so, dass wir, wenn uns sowas passiert und wir merken das, wäre es sehr sinnvoll, dann von diesem Gegenstand loszulassen und sich den Gedanken zu machen, oh, ich hoffe, dass dieser Gegenstand, den ich jetzt verloren habe, dass ihn eine andere Person findet und dass er ihr von Nutzen ist oder dass sich eine andere Person jetzt an diesem Gegenstand erfreuen kann. Dass wir sozusagen schon im Geiste uns davon verabschiedet haben und das sozusagen weitergegeben haben, in dem Gedanken auch, dass wenn das eine andere Person findet, ihm dann nicht dadurch, dass sie es behält oder so, dass sie dann nicht Schaden davon kriegt, dass sie das behält, sondern dass wir sagen, okay, ich gebe das weiter. Und das wäre wohl sehr nutzbringend. 로비나 소소 베샤 마테안 로비나 소소 돌 칼카투 아니 베샤 고모사이나 오스마토 마레산 또 짜닌 따이 마르시 융인자 융 다포틀 베나 자미네나 자미네 마사야 카체나 사야토 중간에 바스til 고모사이비나 고모찌마토 멤비나 고모찌도 마테비나 마사야상 다포테데스 또 인자 코로 고모선도 아니 다포틀 마사야상야자 더나이 꼬마기 년가 중게르스 또 인자니 난지 바스트 선다 가르치나 고모찌레스나 산제마라 또 다포테 용 바스트 용 인자 용세하다 모마사야 쥐야나 사야자야나 가린 또 다포테 인자 베샤 타가라운 로기레스 또 인자 또 개녀가 차버레스 개좀 제고 und eine andere Sache, wo wir vielleicht hier auch oft Gefahr laufen, dass uns das passiert, ist zum Beispiel, wenn wir mit der Bahn oder mit dem Bus fahren, also vielleicht nur in der Innenstadt oder so und sagen, das Ticket kostet 3 € oder so und dann sagen wir, nee, das ist mir jetzt zu teuer und das kaufe ich jetzt nicht, sondern ich fahre jetzt einfach so und dieser Bus oder diese Bahn ist jetzt von mir aus von der Regierung gestellt, also vom Staat gestellt, das ist ein staatlicher Bus oder eine staatliche Bahn, so weil diese Bahn oder der Bus also dem Staat gehört und wir den nutzen und wir sagen, wir zahlen jetzt aber nicht dafür, wäre das sozusagen auch, es würde auch mit in diese Kategorien reinfallen, dass wir daran Gefahr laufen, okay, wir fahren jetzt schwarz und zahlen nicht und daran uns so eine Handlung des Stehlens begehen sozusagen, weil wir diesen Dienst sozusagen nutzen, ohne dass wir ihn bezahlt haben, ohne dass er uns also gehört. 다 더더 제네 잘라도 답고 잘라 소속이 배향데 잘라 가나 가이나리 이런 거에서는 또 답고 가리미 뭐 같이미 또 그런 예반적으로 중요했던 정말 발전되었어요. Also es ist sozusagen, es gibt da ganz verschiedene Arten. Es kann viele Gegenstände sein, ein Gegenstand sein, dieser Gegenstand kann vielen Menschen gehören, einem Mensch gehören. Das macht keinen Unterschied sozusagen. Das würde alles in die Handlung des Stehlens mit reinfallen. Ist damit die 10 unheilsamen Handlungen so ein bisschen noch klarer geworden? Konnte ich das verständlicher machen? 다 맞는 하다 먹고 고마타야라 진짜 먹겠죠 뻔히 개왔지도 그래서 개왔 저쪽에 들이었어 진짜 아니 더 생기나 때는 맞던 주야면도 왔어 어때리 also wieder zurück zum dem Thema davor, dass wir also diese 10 unheilsamen Handlungen nur mit Hilfe der Lebewesen aufgeben können, uns sozusagen davon fernhalten können, diese Handlungen zu begehen, geht nur dadurch, dass wir das an anderen Lebewesen praktizieren können.
다다다나기 내가 하다 뭐 공부할 때지. 단 다도 산지가 공부해야라. 라니 산지야라. 저쪽에 가르죠 그래서 저쪽에 가르려디 아니 샴바다 니지 좀 보세요. 그래서 아니 타기자 샴바다 니지 좀 먹어야 그래서 아니 샴바다 니지 좀 보다 상적 생고야. 다 상적 생고야 다 니지 좀 먹어야 돼. 샴바다 더 관야라 더 제발라 또 생긴라 되는 중으로 뭐도 생긴 멤버들라 니제 관야면 또 왔어. 니제서 제발라 아니 생긴 관야도 동아다 난 개든리질라 미네 동아다 다나냐야질 니제라 그래. 든리질라 생긴 동아질 싸노다니 생긴질 미국도 왔어. 대인자 아니 생긴 멤버라 아니 장적 생다 아니 샴바다 니제 라서가 예, 말이스. 때문에 맞게비나 안에 타바세야도 또 가세 산지 공부하세야도 토톡 말인 타두 산지 공부 토톡 말이스 때인자 아니 저팀리라 때네 아니 가세 쇼야도 저 생견라 때네 쇼가 인자 아니 생견 타두 산지 공부 토야 돼야 저 생견라 때네 싸고 인자 생견 싸기 맞고야 되레스. Und jetzt auf unser langfristiges Glück sozusagen bezogen, wenn wir davon sprechen, die Buddhaschaft zu erlangen oder die Erleuchtung zu erlangen, dann brauchen wir auch auf diesem Pfad unbedingt die Lebewesen. Also um Erleuchtung zu erlangen, heißt es ja immer, dass wir Liebe und Mitgefühl üben sollen, praktizieren sollen. Und das geht eben nur, wenn wir Lebewesen haben, an denen wir sozusagen, für die wir Mitgefühl entwickeln können, für die wir Liebe entwickeln können. Wenn wir also, beziehungsweise dann, um Liebe und Mitgefühl zu entwickeln, brauchen wir die Basis, die Lebewesen. Wir müssen ihr Leiden sehen, wir müssen sehen, dass sie leiden, dass es ihnen schlecht geht und so weiter und können dadurch dann Mitgefühl entwickeln. Und dadurch den Erleuchtungsgeist entwickeln und können dadurch dann die Buddhaschaft zu erlangen. Das heißt also, wenn wir diese Lebewesen nicht hätten oder nicht haben, dann würde das gar nicht funktionieren. Dann könnten wir also keine Buddhaschaft erlangen. 라그모 공부하던 타두 산지 공부해야돼 저쪽 가를 때는 정도라데 생제 매발라데 저도 쌓야면 도왔을 때 인자 아니 생제도는 쌓지 못하고 했듯이. Somit werden die Lebewesen also die Ursache für uns, dass wir die zum einen kurzfristig gesehen bessere Wiedergeburten erlangen können, wie die eines Menschen zum Beispiel, oder langfristig gesehen die Ursache dafür, dass wir die Buddhaschaft erlangen können. 다때 가르세데 토구 진생란면도 빼잡이나 아니 다 생견도 돈도 생견데 아니 이게 노벨을 하바다 아니 저노 벤절 하바인 거야 가르세데 아니 킥톨게비나 단다 나도 공리에 차송하스 이게 노벨세야되게 아니 첸도기 대시 잔지레 마도 아니 시아시말기 라그 못하야다 아니 산지 공부타야 이게 노벨 벤도케면도 와스 대인자 치 아니 덕톨게비나야 아니 생제데 이게 노벨 하바 진식이 되레스 다 진식길게비나 이게 노벨데 가르세나 나츠니 더 게데케비나 첸돌랑 산노타미나 첸돌랑 산노타이네 데시 소솔레 데시 트야 산노타미나 아니 란다 생진이레 로 생진 연달 지 산노탄토게 짜치모 란다 yenile yenla 짜치모 증킹게 멋지나 아니 멋들 다 데시 문주와 미시레스 데시 예바 이야레스 콜 동아세야티지 근데 강인 텐도하다 예로 생강에 효용다 근데 파지 미시반도 지레스 코랑 대신도 예반도 지레스 다 아니 단다테 전업 변조다 이게 노분도 지 전업 변조 같이 아니 뭐니 가래 아니 사야 동시 답보든데 이나 변 까면 잠을린 코랑 답본다고 이미나야 맞텔라니 대시 대비 차바 문도와스 대비 차바 예 말. 빼야비나 맞다 잠링 답보 예네면나 대 간다 다 뭐동슈
아니 그런 아니 첸들라 아니 전업 벤조 간리길 판세 쳤는 봐 벤조 가르세 땅나 쳤는 또 판세라고 판세라지 말다 콜 아니 타반라고 매바지 아니 니너버지 동쇼트인데 그 답보이나 밀린인데 그 답보이나야 아니 콜 대시 예비 차바 문도와 아스 하고서 대인자 첸들 산노 담이나 첸들 산 담이나 신 소소다 뭐 인다니지는 뭐 인달을 산노 땅 腾기되나 아니 콜 대시 예비 차반라고 예리스 아니 전어 벤조든지 토바면기가 아니 동시 답보든지 지나야 그 대시 예비 차반문도 왔으면 벤조 마보 답보를 sem번 미신기 칸데도 왔어 대인자 첸들 대시를 산 담이나 생제도 자기 못 쓰고야 전세 기대레스 Das wäre also also das, was wir jetzt besprochen haben, dass die Lebewesen also die Ursache letztendlich für höhere Wiedergeburten oder dann auch für die Buddhaschaft sind und wir sie deswegen so unglaublich als wertvoll und kostbar erachten sollen. Das wäre ein Aspekt dafür. Und ein zweiter Aspekt, wenn wir uns nur auf dieses eine Leben konzentrieren und nur über dieses Leben nachdenken, selbst dann können wir feststellen, dass, was wir vielleicht auch oft im Alltag sehen können, dass es Leute gibt, die sich wahnsinnig immer für andere denken und die sich sehr bemühen, immer zum Nutzen von anderen zu wirken und dass diese Leute immer eine Art, ja, irgendwie Zufriedenheit ausstrahlen oder dass sie glücklich sind. Da ist irgendwie eine Art Durchdringung sozusagen da, dass wenn man versucht, anderen zum Nutzen zu sein und das Glücklichsein, das gibt eine Art von Durchdringung. Und auf der anderen Seite, wenn ich aber so ein wunscherfüllendes Juwel habe, was mir Reichtümer, Grenzen, also ohne Limit sozusagen beschafft, dann können wir auch einen Vergleich sozusagen für diese Welt heranziehen, wenn wir uns irgendeinen wahnsinnig reichen Millionär vorstellen oder wenn wir uns sogar vorstellen, dass jemand, der die Welt beherrschen oder besitzen würde, nicht automatisch glücklich ist. Also dass durch diesen materiellen Besitz, den diese Person dann hat, dass sie dadurch nicht wirklich trotz alledem glücklich ist. Da gibt es viele Beispiele, die wir uns sozusagen vor Augen führen können, dass es da einfach diese materielle Wohlstand oder beziehungsweise Reichtümer eigentlich eher noch und glücklich sein, da gibt es nicht zwingend eine Durchdringung. 대시 등기 등기나 짜침 뭐 쪼고야 전센다 가르랬을 때 안에 산제 간들 등기게 말했어 하고서 짜침 뭐 생질라 짜침 뭐 쪼고야 등기지 중 있잖아 소스지 뭐 짜침 뭐 쪼고랬어 레마도 안에 산제 가르랬어 등기게 말했어 다 빼야비나 빼차야비나 빼나 아니 맞추고 먹으셔서 나는 빼나 아니 잘라 빼나 아니 마산지나 마산지 지 아니 지 소소 마산特 아니 갈라고다 머세特 아니 지 사진 툰지 겐지 참마지 예로다 참마데 아니 벤조 마산特 소소 아니 사진 툰지 참마 벤조 참마 소소 컴반다고 지 량칸다고 지 컴반다고 지 예비나 컴바들다 아니 사진 툰지 겐지 참마들 땡도 고기에나 컴바들 땡도 고기에나 들 땡인 중게나 아니 소소 컴바들 빼 아니 지 갈라고 그래. 아니 자치 뭐 제된다고 제네 아니 코소치 땅고사 톨란도 고사 톨란도에 또 저리야 줘야다. 아니 지들 조단라면다 제네 뭐 연다 들이다. 장관도 있는 장관들은 거야 톨 자진 가르종국도 아니 감바들지 조단도 때는 소속 제냐체도 왔어. 자치 뭐 저도 왔어. 자치 뭐 저거야 가르세도 소속 뭐 센다게 아니 또기 단서대 들 땡대 인자 들 땡인 중앙 인자 아니 소속들 자치 뭐 저거도 왔어. 아니 던나 이랬어. 아니 단다테 아니 맞추가니 내가던 타투가니 소소 아니
대시 참만 중요하게 생겨날 때는 좋아요. 안에 생겼다 자치면 저거래서 빼가비는 가서 아니 마상지 아니 전화 벤저도 참만이 컴반도만 장관질을 때내나 안 장관들이 우서지 땅고에 가리는 장관들이 아니 이 컴반들 희보지 자치면 저도 왔을 때나 이래서 Wichtig ist es dann auch, sich zu überlegen, dass wir uns eben dass wir die Lebewesen als kostbar erachten, nicht einfach nur sagen, okay, das ist so, weil der Buddha hat das so gesagt, und dass wir sagen, okay, weil der Buddha das so gesagt hat, deswegen müssen wir das jetzt so machen, sondern dass wir wirklich versuchen, das selber zu hinterfragen und uns sozusagen logisch erschließen, warum das der Fall ist, dass wir Lebewesen als wertvoll erachten müssen oder als kostbar schätzen sollen. Und man kann sich das Ganze auch nochmal an einem Beispiel verdeutlichen, zum Beispiel mit einem Haus oder von mir aus mit einer Art Hotel, oder es gibt ja diese Gästhäuser zum Beispiel. Wenn das sozusagen unsere Lebensgrundlage ist, wir davon unser Einkommen bekommen, dass wir eben so ein Gästhaus haben, dann schauen wir natürlich, dass dieses Gästhaus gut funktioniert, dass das Essen gut ist, dass das Trinken gut ist, dass alles passt, dass die Sachen halbwegs neu renoviert sind, die Zimmer und so weiter, damit die Leute gerne kommen und so weiter, damit wir dann, weil wir davon leben wollen. Und ähnlich würde man dann hier eben sagen, dass die Lebewesen sozusagen dass dem Haus entsprechen, auf das wir gut drauf aufpassen und das wir als sehr wertvoll erachten, weil es eben für unsere glückliche Lebensgrundlage sorgt. Und so ist es eben auch mit den Lebewesen, dass weil die Lebewesen uns die Möglichkeit geben, für ein Glück zu erlangen sozusagen, ist es wichtig, dass wir sie als wertvoll erachten, dass wir uns um sie kümmern. 다다다나 이래 안배나 힘간다고 야비나 힘간다고 아니 소소가니 힘반다고 빼야비나 힘바세도 많지 그 소소 힘갈 때는 왔어 또 있다스 대인자 더나 대 힘바다가 아니 빼는 힘가도 빼 제때 참고책도 빼나 쳐져야리 리루야리 빼 짜마서야리 빼 힘가들 효책도 왔어 더 제거에 전세 가르세 코랑 또 있다스라는 문도 코랑 델라 때니 힘가들 가른 중에 레세다니 아니 힘가들 제거 아니 빼나 조네 사베 가를 때마다 가르다나네 빼나 힘동다고 답이나 애벌세하다 깰라세 가르답이네 힘가들 때네 답이나 힘가들 때는 좋아 인자 아니 힘가들 제대로 제국도 아스 더 나인기 맞추게 아니 생진세하다 아니 빼나 맞 당기 힘 봐서 사베 아니 조다 아니 힘도도 따사게 힘가 나이게 아니 단다테 생긴데 힘가 나이를 빼야로 아니 사변 따야가 아니 조다 때마다 아니 파따사 가서 사변 쳤대 아니 맞추질라 먹게 좀 처상진도 먹게와 개와지 쌓여서 개와도 쳤다 안또 빼야네 아니 더 생긴라 때는 좋아인다 생긴라 찌대죠 그래서 빼야면은 힘받도 힘갈라 찌대셔야 가서 힘갈라 때도 이제 아니 조 아니 또 제사다 아니 빼나 힌도 이나 힌도 뜻 제사 인자니 힘가들 빼 찌대쳐도 왔었던 이래서 Oder man könnte sich auch ein anderes Beispiel vor Augen führen, wie zum Beispiel ein Feld und ein Bauer, dem dieses Feld gehört oder der das auch bestellt. Das ein Feld, auf dem also der Bauer kümmert sich ja wahnsinnig gut um dieses Feld. Er schaut, dass kein Unkraut wächst. Er guckt, dass alles sauber ist. Er pflanzt er sät die Samen aus und so weiter und kümmert sich dann um die Samen und schaut, dass da eben immer alles passt. Und für ihn ist dieses Feld wahnsinnig wertvoll und kostbar, weil es eben seine Lebensgrundlage ist. Und wenn sich dieser Bauer dann also gut um dieses Feld kümmert, dann kommen als Resultat die Samen kommen dann gut zur Reife und dann, was auch immer dann angepflanzt wurde, ob das Getreide, Weizen, Reis oder auch Früchte wie Äpfel,
oder Bananen oder was auch immer dann sind, dann wachsen die gut und genau, hat sozusagen ein gutes Endresultat. Und so könnte man auch sagen, dass die Lebewesen eben diesem Feld entsprechen, also dieser Lebensgrundlage für den Bauer. Und die Samen wären unsere heilsamen Handlungen. Und genau, wir sind dann also der Bauer sozusagen. Und so könnte man sich das dann auch weiter durchdenken und vor Augen führen. hinka 소소가니 로또 펀서 초반 중사가 hinkan 로봇에 신경을 빼야 로 hinkan 로봇에 신경을 빼야 다 로또 로봇에 아니 hinkan 라테네 로또 쳇에 가르야서 신경 라테네 소소질 대신 줘야다 아니 제 내가 아니 라미 콤바타야 저스아토야다 다도 산지 콤바타야 저스아토야 돼 아니 로또 쳇이야 아니 로또 빼는 것도 단단히가 태색 사야가 로또라부터 좀 줘야 라야 아니 조사기 줬달래 깨티체 그가 나행게 아니 소소이질 대신 줘야다 내가 라미 콤바토야 다도 산지 콤바토야 조사기 생겼을 될 라바찌티 체고야 되레스 체고야 상물에서 간다. Und eben anhand dieses Beispiels, dass wir das Feld mit den Lebewesen gleichsetzen, dass wir das Endresultat mit unserem Glück, also die Ernte sozusagen mit unserem Glück, beziehungsweise der Buddhaschaft auch gleichsetzen und eben den Bauern mit uns gleichsetzen und dadurch dann durch eben, dass wir dieses Feld gut bestellen, dass wir uns liebevoll um die Lebewesen kümmern, dieses Resultat ernten können, dass wir letztendliches Glück erfahren oder dass wir dann die Erleuchtung erlangen. Zepati Guayala, Gombala, Zepati Guayala, and Soso Zepat Joala, Sintian Latin in Jongu to us, and Jimbatonala, Sintian Latin in Jongu to us, and Chotrosuala, Sintian Latin, Chotrosunguramato, Sintian Membadilla, Chotrosuata, Zebaquam, us, Tainza, Sintian Latin, and Passion Tubotea, Sintian Latin in Joayenza, and Sintian Zachimsocres, Genseteris motto. Und es gibt auch einen Aspekt oder etwas, das nennt sich die 6 Paramitas oder die 6 Vollkommenheiten im Buddhismus. Und da sind zum Beispiel 3 von denen die Großzügigkeit, die ethische Disziplin und die Geduld, die notwendig sind, geübt, also die man üben muss, zwingenderweise, um die Buddhaschaft zu erlangen sozusagen. All die beziehen sich nur direkt auf die Lebewesen. Wir können ohne die Lebewesen sozusagen nicht uns in Großzügigkeit üben. Wir können uns ohne Lebewesen nicht in ethischer Disziplin üben. Wir können uns ohne andere Lebewesen auch nicht in Geduld üben. Das hängt alles von den anderen Lebewesen ab und damit dadurch, dass wir sozusagen abhängig von ihnen sind, müssen wir sie als wahnsinnig wertvoll und kostbar erachten. Und weil wir all diese sowohl diese Parameters als auch letztendlich die Buddhaschaft nur erreichen können aufgrund von anderen Lebewesen, beziehungsweise uns nur darin üben können, nur das vervollständigen, realisieren können. Daher ist es wichtig, dass wir sie als kostbar und wertvoll erachten. 대신 조사다 생계 인자 아니 생계들라니 생계 참말라니 소속 기자체 그래서
기야체오라마다니 생제도처럼 통준라고 따야 근데자에 말에 대인자니 생제 뒤전든 삼바트 셈바딘이 아니 기야체오레스 단단히바디라 단단히바드 치디니바들 단신테 이기노 테녀르선 다 간도 썼던 로비세 다니꼴리면다 야라 삼바타만 초티지만 좀 마셔서 도도 니바테리 und das ist also dieser erste Vers ist die Grundlage jetzt für den zweiten. Wann immer ich in Gesellschaft anderer bin, werde ich mich selbst als den geringsten von allen sehen und aus der Tiefe meines Herzens andere als überlegen schätzen. Das heißt, wenn man das ganz kurz sozusagen nur zusammenfassend, dadurch, dass ich diese Lebewesen als so wahnsinnig wertvoll und kostbar erachte, ist es notwendig, dass ich ihnen auch mit Respekt entgegenkomme oder mit Respekt behandle und ihnen mit großem Respekt entgegentrete. Okay. Dann sprechen wir zum Abschluss noch die Widmung, wieder die 4 Unermesslichkeiten, Seite 24. Glücklich seien alle Wesen und im Besitz der Ursachen des Glücks. Frei von Leiden seien alle Wesen und frei von allen Ursachen des Leids. Niemals ferne seien alle Wesen jenem Glück, das frei von Leiden ist. Voller Gleichmut seien alle Wesen, ohne Gier und ohne Hass, nicht nahe den einen und den anderen fern.